Herzlich willkommen zu Viva la Movie Illusion und ihr habt's ganz bestimmt eingeschaltet wegen den Warlecks, denn Warleck, ey, das sind die ersten Warlecks im neuen Jahr in 2023 und wir reden über den Januar und selbstverständlich ist dabei der Kani. Servus Kani. Ja, die ersten Warlecks lassen wir natürlich nicht entgehen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und er lässt sich die auch nicht entgehen. Hier ist nur der Mike mit dabei. Servus Mike. Servus und habe Deri beieinander. Mike. Weil du natürlich hier die als letzter vorstellen hast dürfen soll. Jetzt habe ich praktisch mein komplettes Intro zerstört. Super. Das ist schon mal ein richtig guter Start bei den Warlecks im neuen Jahr. Wollte ich eigentlich sagen, Mike, dann magst du anfangen? Hast du was in die Warlecks? Hast du was im Januar erlebt? Ist was bei dir im Januar schon was gekriegt, Mike? Bisschen was. Bisschen was. Ja. Was hast du jetzt schön gemacht? Es war ein recht viel Scheißdreck, muss ich sagen. Was? Filmtechnisch recht viel Scheißdreck. Ich habe auch mehr Drecks als Lecks dabei. Ja, das ist mir wirklich sehr negativ. Aber ich steigert mir ein bisschen, bis ich dann so einen, weiß ich nicht, Geheimtipp kann man nicht mehr sagen, aber einen ganz guten habe. Ja, bin ich gespannt. Das klingt irgendwie ähnlich wie meine Liste. Ich hab diesmal sogar dazu geschrieben, Warlecks und dann, da hätte ich mir mehr erwartet. Das ist wie große Erwartungen praktisch. Ja, genau. Aber dann, Mike, verzeih mal, was hast du denn so alles? Also, gerade gestern habe ich mir noch Slacks angeschaut. Ein Film über Killer Jeans. Klassische Story, oder? Ja, schon klassisch. Ja. Also, ein kleines Dirndl wird zusammengehäckselt in einem Baumwollfeld und diese Jeans, die dann dabei rauskommen, fangen dann an, Leute umzubringen. Ach, Kinder, nicht wirklich. Mega. Jo. Aus welchem Jahr ist das? Das war 2020 ist der. Okay. Top aktuell. Also ja, das Thema. Aber ich muss auch sagen, er ist auch so von der Machart und Ding, wie die Jeans ausschauen und so, ist er ja nicht schlecht. Sind's Levi's oder was sind sie? Skinny Jeans. Ja, ich weiß nicht, das ist so spezielle neue Marken, ist das, die quasi auf den Markt bringen wollen. Nicht so über die Fischbahnhosen. Nein. Das sind schon irgendwie so stylische Dinger. Die, wo ich immer auch hab, sowas weißt du. Die waren auch stylisch. Ja, die was du ist, sind nur die Männerhosen. Also bei dir, die sind so groß, als ob ich noch Platz für einen künstlichen Ausgang mit drum bei dir. Oh, jetzt hab ich das vorgesagt. Ja, Logo. Du, jetzt, ich geh schnurstracks auf den 40er zu. Ja, da darfst echt schon schauen, das stimmt, ja. Unbedingt. Also bei meinen Wochenende-Eskapaden warten die Hosen auch nicht verkehrt. Ja. Apropos Wochenende-Eskapaden, da haben wir der Corby und ich miteinander ein Warleck, oder? Haben wir doch gesagt. Ja, wir haben aber über ganz viel geredet, gell? Ja, aber man kann nicht seinen Hinterkopf, der immer lichter wird. Stimmt. Ja, da haben wir uns beide gewundert. Ja, da haben wir uns wirklich gewundert. Da wundert's euch, bei dem Stress, den ich mir echt zwei Deppen wo. Nein, normalerweise tust du immer so, als wenn du zum Haare raufen. Als wenn du der Jungspund unter uns warst du der ewig jung gebliebene. Ja, nur geistig. Ja, das musst du mal deinem Schädel auch sagen. Ich habe nie von meinem Körper geredet, ich bin geistig jung geblieben, körperlich bin ich ja Frack. Voll fertig, ja. Komplett also normalerweise hast du die letzte Zeit immer Mützen auf, aber diesmal war leck. Deswegen ich habe aber auch nicht duscht und wenn sie recht fettig sind, was sie sehen, dann picken sie zusammen und dann kann ich es mir so schön über Platten campen. Okay. Also wenn sie frisch gewaschen sind, dann kann ich es noch mit genügend Sorgfalt ordentlich hinrichten, dass man sagen kann, ja, da gibt's noch 10 Jahre locker und dann darf er das ist ein Jahr noch. Alter Schwede. Da hinten seht ihr keiner, ist mir scheißegal. Ich hoffe, jeder stellt sich gerade bildlich vor von unseren Hörern, wie der Kani mit seinen fettigen Haaren auf irgendeiner Party da einen Gastgeber spielt. Richtig asozial, ist richtig gut. Außerdem ist zwar braucht von Frisuren gar nicht schmerzen. Der eine hat überhaupt keine Haare, schaut aus wie ein Nazi und der andere, der hat einen Seitencut drinnen, der jetzt weit und mitten einwandert. Also bitte. Das war anerkannt, das ist auch schon wieder Nazi-mäßig, oder? Also mal zwei Nazi-Frisuren. Das stimmt überhaupt nicht. Der Corby ist schon der Frauenhasser, er kann nicht ein Nazi sein. Okay, ich bin aber kein Nazi, aber nur Haarausfall. Ja, aber das macht ja automatisch so. Bei mir ist es jedes Mal das Ding, dass ich sage, okay, bitte so weit wegrasieren, dass die graue Haare weg sind. Und deswegen wandert das immer mehr. Deswegen wandert immer weiter auf. Okay, ja. Los, die graue Haare grau sein, Corby, das ist doch sexy.
Schau, der Mr. Fantastico. Das macht die interessant. Das hat am Anfang meine Friseurin einmal gesagt, aber beim letzten Mal hat sie gesagt, geh schaut gleich ganz anders aus, wenn sie weg sind. Da habe ich mir gedacht, okay, was ist denn jetzt doch da mal passiert? zu dir genommen. Also mein Friseur hat gesagt, so, du, der soll es schon abrasieren. Und dann hat er gesagt, so weit fährt es bei dir noch lange nicht. Also, Ja, und weißt du, warum dass er das gesagt hat? Warum? Dass du ja wieder kommst, weil so ist das halt daheim gemacht, für gratis. Nein, ich muss ein paar Tage schneiden lassen werden. Ach so, okay. Aber Also der so oder so war ich da. Leute, nur mal jetzt zurück zu diesen Killer-Jeans. Wie bist du dazu gekommen und sagst du nicht, hey, das war ein Erlebnis, das muss man gesehen haben? Nein, das war mir so richtig langweilig. Also das, wie ich dazu gekommen bin, ich hab da mal irgendwo was gehört, der läuft in irgendeinem Fantasy-Filmfest oder was weiß ich. Und da ich ja bekanntlich von jedem Scheißträger Muster brauche und her was von Killer Jeans, dann muss ich natürlich mein Zinken einhalten in das Ding. Und bin aber richtig enttäuscht worden. Also er ist richtig langweilig. Er dauert wirklich bloß, ich glaube, 1:15 Minuten. Aber er zirkt sie echt volle Kanne. Er ist nicht lustig. Es gibt höchstens eine Handvoll coole Effekte, die das Ding irgendwie nur erträglich machen, aber ich kann absolut keine Empfehlung aussprechen. Das war ein Schuss in den Ofen. Wie bringt denn so ein Jeans jemanden um? Das ist dann teilweise so, dass jetzt musst du dir eine Jeans vorstellen, die am Boden liegt, da haben quasi die Arschtaschen, haben die Augen und wo du quasi deinen Arsch eintust, das ist dann der offene Mund und da kann es dann sein, dass einer den Arsch springt und frisst da ein Stückchen weg oder beißt die Hände ab oder irgendwie so oder springt einer an den Hals hin oder so. Es sind auch ganz viele Splatter-Szenen eben auch außerhalb des Bildkaders, dass du jetzt sagst, du sagst jetzt nur das Blut spritzen oder so, dass dann ein paar Sachen auch nicht sechst und Ding und bei solchen Filmen, bei der Machart muss draufhalten, sei mir nicht best, das muss ein sauberes Gematsche sein und mit so einer Prämisse, aber das Ding ist wirklich nicht weiter erwähnenswert. Ich sag bloß noch, dass da, wie gesagt, im Laufe des Films immer wieder so den Konsumkritik damit einbauen, wo es aber total fehl am Platz ist. Also mit dieser ganzen Machart und wie mit dem Ganzen umgegangen wird, wirkt es so aufgesetzt, dass ich gesagt habe, ja, das, was jetzt unbedingt noch braucht. Also keine Empfehlung für Slacks, absolut nicht. Ist aber glaube ich, die letzten Filme, die in die Richtung rausgekommen sind, waren noch alles sich nicht gurken, oder? Ob das jetzt die Wasserrutsche war oder Sofa oder Bad Hair oder Toilet oder was weiß ich, keine Ahnung, über alles. Das ist doch alles immer nur der einzige Film, der es wirklich geschafft hat, da zum Glänzen ist Angriff der Killerrucksäcke. Oh Gott. Den habe ich nicht gesehen. Der ist Weltklasse. Der ist Weltklasse. Allein das Lied, allein wenn es dann in dem Scheißfilm Dawn of the Dead zitieren, dass dann die Toten, die auf der Erde wieder wandeln und dann das geile Lied, wo ist mein Rucksack? Wer hat ihn geklaut? Oh Gott, hau auf. Und dann da werden sie immer von die Rucksäcke angegriffen, dann haben sie so ein Tier mit einer Glasscheibe und dann werden halt einfach Rucksäcke mit so einer milchigen Glasscheibe und dann werden die Rucksäcke einfach an die Scheiben angeschmissen und du sagst halt so richtig schlecht, dass jemand hinschmeißt, wenn du ihn sogar mal hingesehen hast, ich weiß nicht mehr. Ganz, ganz großes Kino. Ist, glaube ich, in der CMV-Hardbox-Ding dabei. Trash Collection, oder? Ja, genau. Okay. Geil. Einkaufen, Leute. Ich sehe gerade von meinem geistigen Auge diverse Hörer da sitzen und sie denken, ich hab gedacht, die redet halt über Avatar 2 oder irgendwie sowas. Also von meiner Seite her nicht. Jetzt geht's um Killer Jeans und Killer Rucksäcke, geil. Killer Rucksäcke, ganz klare Empfehlung. Vor allem, wenn sie dann ein Tent einstecken und machen dann einen Reißverschluss zu. Oh, das ist und dann schreien sie und so und dann so, als war praktisch der Reißverschluss der Mund, der sich in den Tent einbissen hat. Gut, das haben wir bei Slacks auch. Da macht dann einen Reißverschluss zu und hat einen Finger drin, zack, ist er schon weg. Also, aber da wird es direkt so, als war der dann aufgesprungen auf, wenn man der ganze Rucksack hat und praktisch einbissen und er holt halt einfach nur durch den Reißverschluss. Also ganz gut festgemacht. Also, na gut. Schon, also sehr, sehr intuitiv auch die ganze Geschichte. Wo es wiederum auch wieder keine Empfehlung ist, das ist Orphan First Kill. Also die Fortsetzung von Orphan, das Waisenkind. Spoilerwarnung zu Orphan, das Waisenkind an dieser Stelle, aber man muss jetzt, wenn man da ein wenig drüber reden möchte, sagen, dass diese Esther im Film 30-jährige Frau ist, die im Alter von 10 Jahren aufgehört hat zum Wachsen und sie auch äußerlich nicht verändert hat. Und da mache ich jetzt gerade so mit den Fingern so Gänsefüßchen. Also die schaut wirklich aus wie eine alte 2, wird aber die ganze Zeit dargestellt, wie gesagt, wie wenn sie 1,20 Meter groß war oder was weiß ich. Das haben sie wirklich nicht schön gemacht. Was auch nicht schön gemacht haben, das ist, dass
du wieder einen Twist drin hast in dem Film, wo du sagst, so ist das, okay, weil du möchtest ja die ganze Zeit wissen, wie diese Esther quasi zu der Familie aus dem Originalfilm kommt und da arbeitet das Prequel quasi hin. Aber dieser Twist, der da kommt, der mit der Familie zum Tor hat, in die, wo er sie einschleust, ist so dermaßen an die Haare herbeizogen. Ich habe mir am Anfang noch gedacht, leck, ist der Twist krass. Und dann habe ich mein Hirn eingeschaltet und dann ist das ganze Ding einfach zusammengefallen. Also das ist so absolut unplausibel und absolut unrealistisch, haben wir wieder soweit. Aber wirklich, wer sich das einfallen hat lassen, leck mich am Arsch. Also wirklich ein Prequel, nach dem wirklich kein Mensch gefragt hat. Kein Mensch. Kann mir keiner verzeihen. Also praktisch wieder sowas, wo man sich fragt, warum investiert da jemand Geld? Ja, richtig. Und es sind auch wieder so Leute dabei wie Julia Stiles oder so, weißt du? Also die, wo du sagst, ja, das war wirklich einmal eine große Schauspielerin, aber die haben es da jetzt eingewurschtelt da in das Ding. Und die Isabel Fuhrman, die spielt wieder die Esther. Wie gesagt, man nimmt sie ja nicht ab. Das ist unfassbar. Man sieht dann in der Postszene genau, wenn man es vorhin sagt oder was, da steht jetzt wirklich ein Kind. Aber wenn die Nahaufnahmen, du siehst einfach, dass so jetzt weiß, sei mir nicht besser. Das haut absolut nicht mehr hin. Mit 30, altes Weib. Okay, habe ich nicht gewusst. Jo, ich muss mir sagen, die ganze Zeit, ich bin 38 und hast die ganze Zeit, du bist schon fast 50. Leute, Depp. Ja, auf jeden Fall, der Film dauert jetzt 1,5 Stunden, ist aber auf das hier recht kurzweilig ausgefallen. Aber wie gesagt, sobald man da bei dem Film das Hirn einschaltet, fällt da das Ding unterm Arsch zusammen. Keine Empfehlung, absolut nicht. Gut, dann schauen wir den ersten auch nicht an. Den ersten musst du sehen. Der erste ist wirklich gut. Den mögen wir. Ja. Dann habe ich noch einen kleinen, jetzt wird's schon langsam besser. Jetzt muss ich gerade schauen, was ich als nächstes nehme. Den kann wir uns dann teilen, oder? Mit Walek haben wir Potenzial verschwendet wieder bei einem Film. The Price We Pay. Ja. Der neue Film vom Ryuhei Kitamura, den wir im besten Fall kennen von Midnight Meat Train und im schlechtesten Fall von Downrange. Oder auch noch in einem guten Fall No One Lives. Der war auch sehr gut vor ihm. Ja, aber an Midnight Meat Train hat er nur mal hinschmecken können bisher. Ja, kann er nicht. Also man sagt da wirklich, der Price We Pay ist sehr günstig produziert, er schaut recht billig aus. Hat zwar namenhafte Darsteller wie ein Stephen Dorff dabei oder ein Emil Hirsch, aber die spielen alle so dermaßen hölzern. Wo es bei mir auch noch dazugekommen ist, den hast du nicht umschalten können, den Screener auf Englisch, und die deutsche Synchro ist von Tiberius dermaßen für den Arsch, dass der Rauch davor geht. Geile Pornosynchro. Voll krass. Ich hätte mich auch dann gerne mal auf Englisch umgeschalten in dem Fall, weil das hätte vielleicht ein wenig was, hätten dann ein bisschen gerettet, weil er ist jetzt nicht direkt schlecht, aber wie du schon sagst, Leck ist da viel Potenzial verschenkt worden. Vor allem, wenn man den Trailer anschaut, dann meinst du ja Wunder, was da für eine Granaten daherkommt. Und für das war er ziemlich zahm und selten mit Schauwerte. Ja, gut, wenn, dann war es jetzt schon saftig und auch, was ich so gesehen habe, großteils handgemacht. Ja. Aber, ja, wie gesagt, es ist ein stumpfer Horrorfilm mit ein paar so Torture-Porn-Einlagen, Cloud bei Texas Chainsaw Massacre und Hostel und hast du nicht gesehen. Und, wie gesagt, ist unterhaltsam, aber es war absolut mehr drin gewesen. Okay. Sag ich das richtig? Ja, so sagen. Ja, das passt ja dann wieder zum Motto, naja, da hätte ich mir mehr erwartet. Ja, genau. Ja. Genau. Jetzt wird man schon langsam besser bei mir. Und zwar habe ich einen gesehen, der läuft schon eine Zeit bei Netflix und den hat gefühlt kein Mensch auf der Uhr. Und zwar ist der Film Hellhole. Auf Netflix? Ja. Der ist am Anfang, ist der unter seinem polnischen Originaltitel drin gewesen. Und da hat ihn kein Mensch gefunden anscheinend. Und wie sie ihn dann umgeschwenkt haben, hat ihn schon kein Mensch mehr interessiert, so quasi. Also wie gesagt, haben wir jetzt da einen polnischen Horrorfilm, der in einem Kloster spielt, wo immer wieder Leute verschwinden. Und dann wird da ein Polizist eingeschleust, getarnt als Mönch, und soll mal schauen, was da in diesem Kloster los ist. Der Film ist unglaublich kühl inszeniert, hat eine coole Atmosphäre. Es wird fast nichts geredet. Das ist fast schon, wenn die ganzen Typen da ein Schweigegelübde abgelegt hätten. Ja, aber er steigert sich immer weiter zu einem richtig coolen Okkulthorror. Er braucht ein wenig, bis er in Schwung kommt. Das muss man sagen. Also das Pacing kann ein wenig flotter sein. Dann war der Hellhole wirklich ein absolutes Highlight. Aber so muss ich sagen, für das, dass das ein polnischer Horrorfilm ist, finde ich den echt nicht schlecht gemacht. Wir haben ein paar CGI-Einlagen gegen Ende, die haben auch wieder verbesserungswürdig. Aber wie gesagt, ich gebe ihm dann diesen polnischen Bonus.
muss ich sagen, weil das wirklich, ich habe das nicht erwartet. Die Darsteller haben auch überraschend gut, wo man jetzt sagen muss, okay, diese Unterkühltheit, man kann halt sagen, die haben Arbeitsverweigerung gemacht, aber auf das hier, was in dem Film dann hinausläuft, macht das alles wieder Sinn. Wir haben ein paar coole Gewaltspitzen drin, mit denen ich so auch nicht gerechnet habe. Und ich kann Hellhole auf jeden Fall Empfehlung aussprechen. Ist jetzt nicht der große Wurf, aber man soll bei dem Ding auf alle Fälle mal reinschauen. Ist ein sehr interessanter Film. Ich habe gedacht, dass ich weiß, über was du redest, weil ich habe mir einen Trailer gesehen von, ich hätte gedacht, einem polnischen Horrorfilm, allerdings mit so Teufelselementen. Ja, Teufelselemente haben wir da jetzt auch so. Also ich sage ja, das geht in die okkulte Richtung. Die Pfarrer nehmen da ein paar, was sagt man dann, ein paar so okkulte Geschichten ein wenig zu ernst und versuchen da Apps durchzuziehen, was ich jetzt nicht sagen mag. Sonst weiß jeder. Ein Ritual. Ja. Ja, okay. War gut, kann man anschauen. Wäre ein paar Leute zu entschleunigt sein, aber ich fand den wirklich sehr gut. Und ab der Mitte, wenn man dann ein wenig weiß, um was das geht, auf was es hinausläuft, dann steigert sie das Tempo und dann hat er diese richtig bei die Ohr. Mhm, cool. Okay. Jetzt steigern wir uns nur ein bisschen weiter. Und zwar auch bei diesem Streaming-Link von Tiberius war der Film Two Witches dabei. Der hat leider auch wieder dasselbe Problem wie der Price We Pay, dass er ultra beschissene Synchro hat. Und ich habe auch wieder nicht auf Englisch umschalten können. Also wirklich Tiberius, braucht's das in der heutigen Zeit. Also das Teil hört sich auch wieder so pornös an, dass der Rauch davor geht. Die Two Witches ist ein Episodenfilm. Episoden ist fast ein wenig weit gegriffen, weil es bloß 2 Episoden sind. Eben von titelgebenden Hexen. Das Finale der ersten Geschichte wirkt sich quasi dann auf die zweite Geschichte aus, um die Rahmenhandlung, und hat dann am Ende noch einen Epilog, einen sehr coolen. Der Film, man sagt ihm an, dass er günstig produziert ist. Aber die Darsteller machen wirklich was können. Und am Anfang habe ich mir nur so gedacht, so die ersten 20, 30 Minuten, alter Schwede, jetzt musst echt was tun. Und wie wenn mir der Film gehört hätte und tut, was ich sag, zieht der dermaßen an. Und das Finale von der ersten Geschichte rasiert der dermaßen die Eier von Atmosphäre, an Gore, an wirklich coole Battle, an einer coolen Beleuchtung. Und die zweite Geschichte geht dann wirklich nahtlos weiter, richtig geil inszeniert. Wie gesagt, das Einzige, was jetzt dem Film wirklich noch abseits der Synchro im Weg steht, das ist der digitale Look. Das macht man öfters einmal ein bisschen so, ja, das nimmt dem Feuer an Atmosphäre, sag ich jetzt mal, weil du oftmals meinst, ja, das schaut ein wenig so gute Zeiten, schlechte Zeiten mäßig aus. Aber wenn der Film dann wieder Gas gibt und dann wieder auf die atmosphärische macht, dann zündet das wieder Feuer. Also da kann man das wirklich auch drüber hinwegschauen. Und ich habe wirklich bei Two Witches voll Spaß gehabt. Der ist gruselig, der hat ein paar blutige Szenen drin. Die Darsteller sind nicht schlecht. Die Synchro ist scheiße. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, wenn man auf Englisch umschalten kann oder das Englische mächtig ist, die deutsche Synchro ist ein Witz. Genau. Stellt euch nur die eine Frage, ob ihr es wisst, wie man Insel auf Englisch ausspricht, dann wisst ihr, ob es umschalten könnt. Was? Ich kenne die Anspielung auch nicht. Also ich verstehe ja nicht. Ich verstehe nicht, was er meint. Ich glaube, da war ich bei einem anderen Podcast, das kann sein. Ja. Du und der Speziwirtschaft, gell? Ja, genau, bei denen Trotteln war ich da. So Deppen. Aber den kennt keiner von euch quasi, den habt ihr jetzt nicht gesehen, oder? Nein, aber dann schauen wir noch an, weil ich hab nämlich mit dem Lukas geschmatzt von die Scary Movies. Ja. Und er hat so gemeint, nachdem ich Ding gesehen habe, The Price We Pay, steigert sich in dem Programm nichts mehr. Darum habe ich ja nichts mehr angeschaut. Aber wenn du sagst, dass der Two Witches besser ist, dann werde ich mir den noch einbauen. Der hat mir gut gefallen. Kann man auf jeden Fall sehen. Und mein absolutes Highlight war der Film Antiviral. Das ist das Erstlingswerk von Brandon Cronenberg, der ja mit Possessor schon einen richtigen Kracher abgeliefert hat, und ich hoffe auch, dass er mit Infinity Pool den nächsten Kracher raushaut. Und Antiviral ist quasi sein Erstlingswerk, und man kennt in dem Film schon, wo es eher an Potenzial mitbringt. Von der Geschichte her, die musst du halt fressen, die Geschichte, gell? Das ist schon was Spezielles. Und zwar haben wir in so einem Zukunftssetting, in dem, um sich seinen Stars nahe zu fühlen, kann man sie von denen Krankheiten spritzen lassen. Was? Also, ja, genau. Also das ist wirklich so abgefuckt. Also, ich merke mir sofort Hepatitis von der Jennifer Aniston einfangen. Aber jetzt halt nicht spritzen lassen, sondern auf natürlichen Wege.
Also, ja, das geht nicht. Also, das ist jetzt nicht die Prämisse vom Film. Es werden Krankheiten von Stars synthetisiert. Schau ich nicht an. Bestimmte Stämme und die werden dann verkauft an Bonarische, die quasi draußen auf der Straße Schlange stehen, um sie ihren Stars, egal in welchen Lebenslagen, in Krankheit oder in Wohlbefinden, sich nahe zu fühlen. Das geht sogar so krass weit, dass man sagt, okay, es wird synthetisches Fleisch hergestellt mit der DNA von bestimmten Schauspielern, das dann in Metzgereien verkauft wird, dass man quasi seine Stars oder seine Angebeteten verspeisen kann. Warum? Was ist da los? Ja, voll fertig. Also das ist, der ganze Film, ich habe es in meiner Letterboxd-Review geschrieben, der fühlt sich an wie ein nobles Gängemenü, das du in eine Leichenhalle einnimmst. Der ganze Film ist total steril und weiß und überbeleuchtet. Und dann ist er aber die ganze Zeit irgendwie so asozial. Die ganze Prämisse ist unglaublich widerlich. Wie gesagt, wenn dann die Leute irgendwie so Ekzeme am Mund kriegen und auch so Scheiße. Also schaut alles übel krass aus. Der Hauptdarsteller, der Caleb Landry Jones heißt der ist dermaßen ein Widerling in dem Film. Ich kann ihm nicht zuschauen. Also richtig schmieriger, kasiger, rotschopferter Typ, der die ganze Zeit irgendwie Blut kotzt und so, weil der lässt sich dann quasi, ist dann die Geschichte weiter im Film, der lässt sich von einem Star, der gestorben ist, nein, der ist noch nicht gestorben, der lässt sich eine Krankheit spritzen und an dieser Krankheit stirbt dieser Star. Und er möchte gern diese Krankheit, die er da hat, unter der Hand verkaufen und nicht an seine Firma weitergeben. Und das bringt er dann in eine Bredouille und jetzt muss er schauen, dass er irgendwie die Krankheit aus seinem Körper rauskriegt oder beziehungsweise schaut, dass was das für eine Krankheit ist und wie er die bekämpfen kann oder ob es da eine Arznei dagegen gibt. Und er wird halt im Laufe des Films immer fertiger und bis er am Schluss schon voll krass ist. Richtig widerwärtig. Kann ich absolut empfehlen. Also wie gesagt, diese richtig widerwärtig, kann ich absolut empfehlen. Absolut. Diese Sozialkritik da bei dem Ganzen, die ist ja, die schluckt ja quasi wie eine Flirndusche am Schellaufe. Aber so wie das dann gemacht ist und gemeint ist und wie die Leute reagieren und so, das ist schon alles zwar sehr überspitzt, aber was du sagst, ja, mittlerweile darf mich bei manchen Leuten so narrisch wissen nichts mehr wundern. Du, es gibt doch auch in gewisse Kreise dieses Sex-russische Roulette, wo es Gruppensex haben, unverhütet und haben einen dabei, der HIV-positiv ist. Okay. Und das ist der Kick an der ganzen Geschichte, dass man nicht weiß, wer es hat. Also so abwegig ist es nicht, dass sie manche Leute mit Absicht dann von Stars eine Krankheit einschnappen daten. Okay. Ja, das geht schon eher so in die Richtung. Also, wie gesagt, Antiviral ist ein sehr langsamer Film. Er hat wirklich nicht viel Action, aber die Welt, die da aufgemacht wird, die ist so interessant bizarr, dass die das einfach einsaugt. Und du möchtest eigentlich noch mehr wissen von der Welt, die eigentlich komplett im Arsch ist. Mhm. Ich hab da riesen Spaß gehabt, kann Antiviral nur empfehlen. Läuft der irgendwo zum Streamen oder hast du den? Ich glaube, dass ich hab mir zwar eine Blu-ray gekauft, schon vor ewiger Zeit. Ich glaube, seitdem ich eben den Possessor zum ersten Mal gesehen habe ich den schon daheim. Mhm. Aber ich glaube, ich habe gesehen jetzt, dass der bei Amazon Prime drin ist. Ja, dann kommt er nämlich gleich mal auf die Liste. Tu es. Und ich bin jetzt fertig damit, was ich zum Verzeihen habe. 3 Kreuzzeichen. Ja, Wahnsinn. Endlich ist vorbei. Wahnsinn. Sowas Ekliges hast du als der Highlight. Das ist ja fast so Avatar 2, oder? Apropos, Kani, oder? Apropos, Kani, verzeihen Sie mal, Avatar 2, der Film des Jahres 2022 und 2023. Richtig so gut ist er. Ja, den habe ich gleich als doppeltes Wort direkt dabei. Wow. Also, erstens mal habe ich als Wort direkt dabei, weil halt für mich der Film eine Frechheit ist. Also ich wollte ihn ja gar nicht anschauen, den Film, weil man gedacht habe, nach dem Trailer, das ist doch einfach nur Teil 1 mit Wasser. Dann kommt der Kumpel daher, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ob ich den schon gesehen habe, er darf ihn gerne im Kino anschauen und kann man vorher essen gehen, auf irgendeinem Bahnhofsklo rummachen und dann ins Kino. Sage ich, ja, Falle, essen lassen wir aus, Bahnhofsklo nehmen wir mit und Kino auch. Haben wir gesagt, getan, ab ins Kino. Und dann sitze ich da drin und denke mir, Alter, das ist ja schon fast dreist, wie wirklich es Teil 1 mit Wasser ist. Da sind einfach so viele Sachen 1:1 übernommen und einfach nur um das Element Wasser erweitert worden oder durch Luft, statt Luft das mit Wasser, keine Ahnung, oder statt Wald das mit Wasser. Also das ist eine Frechheit in meinen Augen, weil da ist überhaupt keine Energie in irgendeiner Erzählung, neue Geschichte oder so eingeflossen. Dann kommt halt nur dazu, dass er wirklich
gut ausschaut, diese Unterwasseraufnahmen, aber auf die sieht, dass der Cameron das weiß, wie gut dass er das hingekriegt hat, wichst er sich anscheinend gern und auf diese Aufnahmen und jetzt sind ungefähr 1,5 Stunden davon nur in die Länge gezogene Aufnahmen von fiktive Wale auf einer fiktiven Welt. Das schaut teilweise einfach nur aus wie eine Unterwasserdokumentation über die fiktive Welt Pandora. Ganz, ganz furchtbar und nervig. Der Film kann locker 1,5 Stunden kürzer sein und am Ende ist ja anscheinend das Budget ausgegangen, weil nämlich dann, da hast du dann so mehrere so Navi-Typen, die gegeneinander kämpfen. Und das schaut einfach aus wie eine Zwischensequenz von Mortal Kombat 11. Ganz komisch, ganz schlecht hat das auch vor mir ausgeschaut. Ich war auch ganz froh, weil das hat für mich sogar gewirkt, als hätte es geruckelt. Und dann haben wir gedacht, ach, das hast du wahrscheinlich, weil ich hab schon lange nicht mehr so viel mit dem Handy gespielt im Kino wie bei dem Film. Normal verurteile ich jeden, der das tut, aber da sage ich zu jedem volles Verständnis. Auf alle Fälle habe ich mir gedacht, vielleicht gerade wieder Handy gespielt und deswegen hast du es jetzt nicht gescheit gesehen. Und dann sagt mein Nachbar zu mir, hey, sag mal, kann das sein, dass das ab und zu ruckelt? Dann sage ich, ja Gott sei Dank, ich bin behindert. Wo sie ja bin, das brauchen wir jetzt nicht in Frage stellen, aber das ist tatsächlich aber passiert. Aber ihr habt es in 3D gesehen, oder? Ja, also, ich weiß gar nicht, ob man den anders überhaupt sehen kann. Nein, haben wir in 3D angeschaut. Hat er so seine 3D-Momente gehabt, aber ich persönlich brauche halt einfach kein 3D. Und ich brauche halt nicht so 3,5 Stunden langes Abgewichse auf tolle Unterwasserbeitel, wenn ich 16,50 dafür zahle. 16,50, wo warst denn du? Ja, wir waren in Straubing und das ist so der Luxussaal, den sie haben, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie der Raum heißt, aber ja, dann müsste halt was anderes laufen, dass ich sage, das ist 16,50 wert und nicht das behinderte scheiß Avatar-Kack-Ding. Und dann wird natürlich, weil jetzt auch schon 2 Milliarden eingespannt hat, wirklich bis auf Teil 5 bestätigt. Also, was soll das? Ja, wo haben wir dann diesmal? In der Luft oder am Boden waren wir schon im Wasser? Ja, irgendwas habe ich schon gelesen, dass geheißen hat, es kämen dann so rote Navi, weil man dann irgendwo in der Feiergegend ist. Der haut jetzt einfach alle Elemente durch. Am Ende sind es 100 Pro irgendwie auf der Erde. Ja, wahrscheinlich, wenn dann der Navi sind dann so fortgeschritten, dass dann auf der Erde einfallen und dann wird der Spieß umgedreht. Haben wir mit diesmal gar keine böse Menschen dabei? 50-50. Okay. Es ist ja ganz löblich, wo sie auch wieder mal angreifen möchte, wo sie ja auch schon bei Avatar angreifen wollte, mit dieser ganzen Zerstörung der Natur und so weiter und der indigenen Völkervertreibung und Ausrottung und so weiter. Aber das haben wir doch schon. Ja, das haben wir schon. Diesmal haben wir halt auch noch einen Walfang dabei. Da merkst du richtig, dass er da einen richtigen Hass drauf hat. Das fand ich richtig geil, weil natürlich rumpeln dann die Arschlöcher gleich auf dem Planeten umeinander und fangen da auch Wale. Und der Chef von den Walfängern, das ist der so ziemlich, glaube ich, am grausamsten draufgeht. Das ist ja der Einzige, wo draufgehalten wird, wenn sie ein Körperteil abtrennt. Da habe ich lachen müssen, weil ich gedacht habe, das finde ich richtig geil, diese Message, weil Walfang für mich auch eins von den allerletzten Sachen ist und finde ich schön, dass er das dann so darstellt. Okay. Dann kommt aber das zweite Wort direkt, wenn ihr es jetzt gerade gehört habt, wie furchtbar dieser Film eigentlich ist. Also wir waren zu dritt drin und jeder hat sich nur über die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, was soll denn diese Grütze? Das ist halt wirklich, da sind Sachen dabei, die sind so dumm. Richtige Fälle, auf sowas schaue ich normal gar nicht, weil ich jetzt dumm dafür bin. Aber das ist sogar mir aufgefallen, wo ich dann sage, warum ist das jetzt gerade so? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Da waren so viele Logiklöcher dabei und was ist jetzt? Nominierungen für die Oscars kämen und der verhurte Avatar 2 ist als bester Film mit nominiert. Warum? Wahnsinn. The Batman ist da nicht drinnen, aber Avatar 2, was feiert denn euch? Das ist kompletter Witz. Ich habe das halt auch gelesen, die Oscar-Liste, das ist wirklich wieder ein Witz. Ja, aber das kann ja nur wegen dem Boxoffice sein. Ja, an das habe ich auch schon gedacht. Nur deswegen. Ja. Ja, gut, aber Ding hat ja völlig übertrieben. Nichts Neues im Westen. Also es ist ja brutal, oder? Die haben 9 Nominierungen. Genau, das hätte ich als Wolleck dabei. Finde ich ziemlich geil, dass im Westen nichts Neues als deutscher Film 9 Nominierungen abgestaubt hat. Das finde ich richtig fett. Also das freut mich. Und vor allem als Netflix-Film, meine ich, oder sogar? Ja, genau. Das auch noch. Finde ich geil. Freut mich. Aber den haben sie ja vereinzelt ins Kino gebracht, eben damit sie ja bei den Oscars mitmachen dürfen. Sehe. Was mich gefreut hat, ist Jamie Lee Curtis, dass die nominiert ist. Die ist auch als beste Nebendarstellerin, ne? Ich weiß gar nicht, war wahrscheinlich, weil es bei dem Everything, Everywhere, All at Once ja eben nur der Nebendarstellerin ist, also macht das Sinn. Genau. Ich weiß jetzt nicht 100%, ich habe es nur gelesen, aber richtig. Jo, das müsste schon der sein. Oder vielleicht für Halloween Ends? Da ist nochmal bei den Goldenen Himbeeren dabei. Ah, okay, habe ich verdammt. Das ist allgemein, weil du sagst, der Everything, A24 hat ja 18 Nominierungen in der Oscar-Verleihung gekriegt, gell? Nur? Finde ich richtig, richtig geil, dass A24 da so gewürdigt wird, weil denen Filme halt wirklich immer was Besonderes sind, in meinen Augen. Ich bin tatsächlich ein bisschen gespannt so auf der beste Animationsfilm. Den möchte ich endlich mal singen. Ich dachte da echt diesen Pinocchio vom Del Toro, dem da die das gönnen.
Ja, da müsste die den Marcel The Shell with Shoes On erst einmal singen, weil ich finde, ja, dass der darf mich auch nur interessieren, aber ich finde, der Trailer kommt ja schon so dermaßen kindlich rüber, dass ich mir dann gedacht habe, naja, okay. Ja, aber es ist ja der A24, weißt du, deswegen bin ich da wieder gespannt, was da dahinter steckt. Bin ich gespannt. Animationsfilm von A24? Mhm. Mit Shoes On. Das ist eine kleine Muschel mit einem Augen, mit einem Glubschaugen und Turnschuhe. Okay. Das ist aber, glaube ich, bei uns allgemein in Europa noch nicht rausgekommen. Den gibt es dann noch nicht irgendwie zu kaufen. Also. Leider nicht, aber auf den darf ich auch schon lange spekulieren. Ja. Aber das Mike freut natürlich, dass das Red, also Rot, als bester animierter Spielfilm drauf ist. Da der letztes Jahr schon kein Scheiß, oder was? Ja, natürlich. Das ist ein Mist. Du bist der Mist. Du bist Mist. Na du, 1, 2, 3 nicht mehr dabei geimpft. Du und deine ganze Sippschaft. Ich hab mich schon geimpft. Hab schon erst gesagt. Hab's schon erst gesagt. Dass ich nicht speib. Wahnsinn. Bin ich wieder fertig mit den Oscars. Ja, ich bin fertig mit denen wegen dem Avatar. Also dieses, so cool wie es ist, dass A24 so viel nominiert wird, dass eine deutsche Produktion Nominierungen kriegt, aber dass der Red mit nominiert wird, aber Avatar 2 in der Kategorie bester Film, das kann machen nur Leute, die noch nie einen Film gesehen haben. Dann sage ich, wow, das ist ja mal, wenn alle Filme so sind, dann ist ja voll geil. Aber dann schau ich einen zweiten Film an und es kann in dem Fall dann auch Tor 4 sein, aber dann denkt man so, ach so, Filme können da gut sein. Ist ja der Black Panther ist aber nicht nominiert, oder? Der war kein davor. Der hat, glaube ich, für Kostüme, Nebendarsteller und noch irgendwo, also 2 oder 3 Nominierungen hat er, aber nicht im besten Film. Ja, die gebe ich ihm. Der Film selber war zwar totaler Scheißdreck, aber das mit den Kostümen gebe ich ihm. Ja, Kostüme, das kennen sie. Das war beim ersten Teil, hat Wakanda schon gut ausgeschaut und das Ganze drumherum. Da kann man nicht sagen. Und ich glaube, die Mutter, ich weiß jetzt leider ihren Namen nicht, vom Black Panther, die hat eine Nominierung als beste Nebendarstellerin. Genau. Ja, die hat immer schon einen Golden Globe dafür gekriegt und jetzt eben noch Oscar nominiert, finde ich. Aber man muss mal wieder sagen, es ist immer das Gleiche, gell? Also es sind eigentlich immer so die 3, 4, 5 Filme, die einfach für euch gefühlt nominiert werden. Das finde ich irgendwie echt traurig. Mhm. Mich wundert, dass der Batman nicht mehr Nominierungen abgestaubt hat. Absolut. Es sind 2 oder 3, aber ich hätte irgendwie gemeint, dass der mehr kriegt. Mhm. Aber naja, anscheinend haben da gerade wieder lauter Blinde die Nominierungen ausgesprochen. Uns fragt ja wieder mal keiner. Uns fragt keiner, richtig. Ja. Aber wo sich keine fragt, was hat er noch für Warlex? Ich hab nur ein Warleck. Ich hab Super Pets, habe ich mir endlich mal angeschaut. Ah, okay. Super Pets? Super hab Pets, ich auch schon gesehen. Okay. Und ich fand den mega lustig. Ich hab voll lachen müssen. Der ist richtig bescheuert. Schaut gut aus. Ich hab ganz viel Spaß mit dem Ding gehabt. Und ich mag ja eher Animationsfilme recht gern, aber der ist wieder mal ein bisschen was Besonderes für mich gewesen. Und ja, hat halt auch noch Superhelden dabei. Das ist immer cool. Ja, die fand ich auch schön. Der ist ja fast ein wenig lang, aber er ist richtig schön im DC-Universum angesiedelt, damit er diese ganzen Querverweise, die er drin hat und so. Und vor allem, wenn man sich da ein wenig auskennt, dann ist das nochmal ein Fest mehr. Voll, ja. Also der hat auch ganz viele Anspielungen für Leute, die ein bisschen tiefer drin stecken. Und ja, ich wollte den damals im Kino schon sehen, ist aber nicht ausgegangen. Dann habe ich jetzt halt auf Sky drin. Okay. Aber ja, Schluss im Jahr, der war gut. Das ist schön, dass wir da zusammenhelfen. Da helfen wir zusammen jetzt mal, dann haben wir es gleich wieder zusammenhelfen. Immer wird anspacken, helfen wir zusammen. Aber so richtig. Was mir richtig, das war mal ein Wort Dreck eingeschoben, was mir richtig aufgeregt hat, war, habt ihr das Ambulance gesehen, der mit dem Jack Gyllenhaal? Nein, ich weiß nicht. Das ist der neue vom Ding, oder? Michael Bay. Ja, genau. Ja, einen Trailer habe ich gesehen, dann habe ich den kompletten Film damit eigentlich schon gesehen, ja. Ja, da hast recht. Was mir aber bei dem so richtig angekotzt hat, war die Kamera. Das ist, der hat keine einzige Sekunde diese Kamera mal festhalten können, als hätte der Kameramann Parkinson. Ich war durchdreht, wirklich so, in Dialoge wackelt die Kamera umeinander, dass ich hab teilweise wegschauen müssen, so hat mir das aufgeregt. Also ich war, nach einer halben Stunde war ich schon so lästig, dass ich dann gerade noch nebenbei ein wenig aufpasst hab, weil nach einer halben Stunde war ich hast schon gewusst, wie es ausgeht, die ganze Kacke. Aber diese Kamera, immer wenn ich hingeschaut habe, habe ich gedacht, boah, ich flippe jetzt gleich aus, warum
muss das die ganze Zeit so wackeln. Es ist keine hektische Szene, die das jetzt irgendwie unterstreicht durch eine Wackelkamera. Das ist ein Gespräch, das ist ein Dialog, das ist, als wäre die Leute beim Schlafen filmen und Kamera mit einem Gummiball durchs Zimmer schießen. Furchtbar. Wahrscheinlich hat er die Dialogszenen auch noch mit der Drohne gefilmt, wie alles andere. Ja, das sowieso, der hat ganz viel so Drohnenaufnahmen, was dann immer so an ein Haus oben und dann mit einem Salto oder was weiß ich, die Einstellung ist beim ersten Mal, denkst du, hey, das schaut cool aus, nach dem 64. Mal denkst du, ich kann's gleich. Ja, das ist echt, ich weiß es auch nicht, hat mich genervt. Und bei so unruhiger Scheiße bleibe ich gleich, weil, ist euch das schon mal aufgefallen bei Filmen, wenn sie mit dem Auto fahren, eine gerade Strecke, und dann filmen sie das Auto auf der geraden Strecke und dann filmen sie ins Auto rein und die reißen an dem Lenkrad umeinander, so wie bei Ace Ventura. Weil man fragt, was hat das eigentlich für Schauspieler? Wird euch nicht gesagt, dass es gerade auf der geraden Strecke fährt oder sonst irgendwas? Sie schauen aus, als hätten sie, was weiß ich, die Formel 1 Strecke von Monaco fahren, da hast du auch so viele Kurven drinnen. Ist das bei Ambulance der Fall, oder was? Nein, es ist mir aufgefallen bei einem weiteren Track, und zwar bei Jeepers Creepers Reborn. Und aber da hat er noch mehr Probleme als wir dies. Ja, das ist mir gerade noch zusätzlich und top aufgefallen, dann, weil das ist, dann ist mir so, habe ich so gemerkt, so, das ist eigentlich in so Fake-Filmen und ich verstehe das nicht. Was wollen sie mir damit sagen? Dann sagt sie halt einfach eine kurvige Strecke oder so, aber nicht eine gerade Strecke und dann lenkt er die ganze umeinander wie ein Vollidiot, als da, was weiß ich, einen Haufen Viecher auf der Straße ausweichen. Das macht für mich schon wieder einen guten Schauspieler aus, wenn er das richtig macht. Wenn er gut Auto fahren kann, ja. Ja, das hat mich genervt. Und dann Jeepers Creepers Warlick. Ja, aber Jeepers Creepers Reborn ist Fade Greenscreen, oder? Die haben doch niemals, die haben doch da nicht einmal Frischluft gesehen, oder? Bei dem Dreh. Die waren doch einfach in einem kleinen Würfel drinnen. Ja, 100%. Ja, leck mich am Arsch, ist das kreislig. Das war ja, aber seid mir nicht best. Ich lese auf dem Blu-ray-Cover vom Regisseur von Iron Sky. Dann stehe ich den wieder zurück, kriegt er ein Lächeln und dann gehe ich. Weil das ist ja so ein Film, wo ich sage, wow, Iron Sky war ja schon der größte Scheißdreck. Und dann das jetzt, was? Was? Hast du gerade Weltklasse gesagt? Super, den habe ich zweimal im Kino gesehen. Ja, ich leider einmal, das hat gelangt. Alter Schwede. Ja. Ich hab auch einmal gesehen, aber ich darf jetzt nicht sagen Scheißdreck, aber auch nicht Weltklasse. Der hat viel Trash-Potenzial verschenkt. Mondklasse, sagen wir halt dann. Gut, dann sagen wir Mondklasse. Alles klar, Herr Untermensch. Aber Jeepers Creepers, ist das jetzt quasi noch wieder eine neue aufgeredelte Geschichte oder ist das direkt eine Fortsetzung zu irgendeinem Teil oder? Ich kann es jetzt nicht einmal mehr sagen, ob das irgendwie Reboot oder Fortsetzung sein soll. Ich habe keinen blassen Schimmer, weil ich dann irgendwann auch nicht mehr so aufpasst habe, weil mir gedacht habe, ja, wenn ich schlechten Greenscreen sehen möchte, dann schaue ich mir Wonder Woman 84 an. Aber den Scheißtrick sicher nicht, weil das ist ja Hölle. Furchtbar. Da war der Dreier schon eine Katastrophe mit dem selbstfahrenden Auto, so Knight Rider-mäßig und so. Hau mir ab mit dem Mist. Komm mir auf, ja. Also da auch, wow, leck, also egal wo, egal wann, da ist nix an der frischen Luft gerade. Also wirklich, das wenn du mit Viecher machen darfst, dann hättest du sofort Peter am Knack, weil es keine Freilandhaltung nicht ist. Das ist ja unglaublich. Aber bei Schauspiel interessiert es wieder keinen, weißt du? Splatter da wenigstens. Ja, ein bisschen, aber auch nicht der Rede wert. Also den Film rettet nichts mehr. Und dann sind sie gar nicht dumm, Autofahrt auf gerader Strecke zu zeigen. Dann flippt es sowieso noch richtig aus. Ja, warum mache ich dann so ein Ding überhaupt, weißt du? Warum verbrenne ich das Geld direkt? Dann lege ich doch zusammen mit irgendeinem anderen Drecksfilm und dann mache ich einen gescheiten. Ja, oder ich kann ja das Ding ja irgendwie gestalten, weil sie sind ja dann ganz fett, die sind ja in einem Haus dann auch noch drinnen. Ja. Aber sogar dieses scheiß Haus ist Greenscreen, die Ende da drin. Und ich denke, habt's nicht einmal das Geld gehabt für irgendeinen Location Scout, der sagt, hey, da ist eure Hütten, da gehen wir rein oder sonst irgendwas. Ja. Nicht habt's gehabt, oder wie, da seid ihr in irgendeinem Schlafzimmer drin gestanden, habt's Greenscreens mit wen gespannt. Da liegt auf einem Altar, also auf so einem Steinaltar. Sogar die Fläche, wo die liegt, ist Greenscreen. Also die liegt wahrscheinlich auch gerade wieder auf einem viergeckten kleiner Würfel. Das ist alles, also ich bin echt da gestanden und hab gesagt, Himmel, Vater, schau oben, weißt du, nicht glaubst, wenn du nicht selber sagst. Das ist ja unglaublich. Wohl. Ja. Na, Gott, ich kriege einen Schlaganfall. Da kriege ich echt einen Schlaganfall bei so etwas. Dann ist das Jeepers Creepers Franchise quasi jetzt beerdigt, oder? Das kann man jetzt eigentlich getrost in Tonne da, oder? Ja, also die Beerdigung war jetzt eigentlich schon der 3. Teil und der 4. war jetzt der Kremis. Okay. Das war also keine Ahnung. Vielleicht der 5. Teil wird dann wahrscheinlich Allerheiligen sein, da treffen wir uns dann nochmal und gedenken den ersten beiden. Aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Aber gut, wer weiß. Ich mag jetzt nicht schon über Filme schimpfen, die es noch gar nicht gibt und eben angekündigt sind. Ja. Lieber schimpfe weiter auf Kasperl. Und zwar auf die geilen Kasperl, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Die tolle Band Pink Floyd hat ja 50-Jähriges. Nein, habt ihr mitgekriegt? Na, Pink Floyd habe ich schon mal gehört. Ja, die haben irgendwas Unbedeutendes haben die mal musikalisch gemacht. Auf alle Fälle, die haben doch schon immer, und jetzt kommt's, Regenbogen in ihrem Logo drinnen. Ja. Haben sie natürlich auch bei diesem 50-jährigen Jubiläum und dann müsst ihr mal googeln nach Reactions auf dieses Logo mit den Regenbogen, wird leider so durchdrehen, was sie jetzt eigentlich mit einer woken Political Correctness Scheiße wollen. Jetzt sind es keine Fans mehr von einer und danke, da habt ihr mich jetzt verloren und sagt, Rick, was ist mit euch? Was seid das für Menschen? Das müsst doch das wenn ich jemals irgendwas mit Pink Floyd zum Tor gehabt hab, dann weiß ich doch, dass da, glaube ich, in jedem Album irgendwo ein Regenbogen umeinander scheißt, oder? Ja, vor allem, ich glaube, wenn sie sogar das The Wall Cover ist, da wo ja quasi der Lichteinfall ist und sie da das Licht zerstreut in die verschiedenen Farben. Das ist ja, wie sind die Scheiben? Weiß ich nicht, 50 Jahre, keine Ahnung. Also, wenn das jetzt leider auffällt, dann sind wir nicht besser. Echte Fans. Dann waren das echte Fans, ja. Das sind die richtigen Fans, ja. Das sind die richtigen Fans. Das sind ein Typen, das ist so gemischtes Warleck, weil auf der einen Seite ist Warleck geil, auf der anderen Seite aber auch nur so geil, weil es so ein Dreck ist. Das sind nämlich so Typen wie der Aiwanger, glaube ich. Und ich hab mir jetzt mal an Aiwanger sein Twitter-Profil angeschaut, weil ganz oft kriege ich so Sachen vorgeschlagen, was halt der Aiwanger wieder getweetet hat und da denkst du halt, das kann nicht sein, dass das einer in seiner Position wirklich geschrieben hat. Und dann liest du, also ein Aiwanger sein Twitter-Profil ist purstes Comedy-Gold. Das ist unglaublich. Du denkst dir, das ist doch Satire, oder? Das kann doch nicht, kann es sein, dass der Böhmermann für die vielleicht eine Tweets verfasst oder so. Ich weiß es nicht, aber das, wenn ich ernst meine, dann muss ich echt sagen, ja, brauchst du nicht wundern, dass alles da hinläuft, was hinläuft, wenn sich eine Leute irgendwo auch nur irgendwas zum Sagen haben. Irre. Ganz, ganz, ganz grausam. Und der hätte mich nicht gewundert, wenn ich bei denen auf der Seite auch gelesen hätte, Pink Floyd unter die Woken gegangen, sollte man jetzt boykottieren. Aus die Maus. Aus die Maus, ich möchte das nicht mehr. Irgendwie gehen seine Tweets, glaube ich, gegen alle los mit, ich bin dagegen, ich bin nicht dafür, der ist gegen alles. Alles, was irgendwie jemand gut findet, mag er nicht. Er findet, alles ist scheiße, was Leute gut finden. Ja, aber weiße Männer Ü70 oder Ü60, was ist er dann? Die haben eigentlich immer gegen alles, oder? Ja, ich weiß nicht, ob der schon Ü60 ist. Vielleicht hat er mal etwas so Twitter erklärt, du musst immer der Meinung schreiben, okay, ja. Das kann auch sein, ja. Du musst immer schauen, wenn du irgendwo was hörst, dass du dann sagst, nein, ich bin dagegen. Wann ist er geboren? Das pass auf, ich hab's gerade das Profil. 1971 ist er geboren, also er ist noch nicht mehr 60. Alter Schwede. Aber müsste das besser wissen, ne? Ja, eigentlich schon, aber er fühlt sich halt auch, er war anscheinend schon gern 60. Er ist offensichtlich der jüngste 80-Jährige, den wir in der Regierung haben. Geil, ist ungefähr 48 Tweets hat er drinnen, weil er durchtrat da, es jetzt im Gespräch ist, dass man Insekten, sind doch jetzt dazu freigegeben worden als Nahrungsmittel für irgendeine Pulververarbeitung, für Proteine, was weiß ich. Das ist auch so geil, weil da hat er sich dann drüber aufgeregt, dass das asozial ist und lieber frisst er Fleisch und keine Insekten, Genuss statt Ekel und das haben wir jetzt von die Veganer so ungefähr, weil ich denke, ein richtiger Veganer isst auch keine Insekten, weil um das geht's ja beim Veganismus, keine Tiere und keine Tierprodukte. Er wollte nur damit sagen, dass er mit seinem Leberkäse so wichtig ist. Ja, auf alle wollte das sagen, aber das kann man vielleicht der klüger ausdrücken. Lieber Herr Aiwanger, geben Sie, ich darf die raten, dass er in der Twitter-Profil an jemand anderen übergeben oder einfach löschen. Vielleicht löschen Sie es einfach, das war auch gar nicht so verkehrt. Cool. Oder sie erklären da wieder mal, wie man Abstand hält, wenn man mit 10 Bezugspersonen an Corona im Biertisch sitzt und 1,5 Meter Sicherheitsabstand halten muss. Das ist auch eine legendäre Rede gewesen von ihm. Habt ihr die gehört? Nein. Ja, mit der, weiß nicht, 40 Meter Bierbing, oder? Ja, genau, wo du ungefähr zu 10 im ganzen Bierzeit drinnen sitzen darfst, weil du 1,5 Meter Abstand halten musst, aber dann kannst du auch zu 15 drin sitzen, weil wenn die Bezugsperson A von der Bezugsperson B 1,5 Meter weg sitzt und das dann von Bezugsperson zu Person, halt war unglaublich. Flippst aus und dann sitzt echt da und denkst du kriegst Steuergelder von mir, komm her auf. Möchte nicht, dass du Kohle kriegst von mir. Naja. Deswegen schaue ich nicht so viele Nachrichten nur, weil ich mich nur aufregen muss. Mhm. Und auch nicht so viele Filme, wo Leute auf der geraden Autostrecke fahren, weil sie nicht gescheit lenken können. Was aber wo leck ist, und das glaube ich hat der Mike auch dabei, oder hätte er mitnehmen können, hätte er den Film im Januar gesehen und ist Man. Ah ja, ja. Sehr, 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 sehr guter Film.
unfassbar gut. Ich habe zwar im Kino schon gesehen, aber jetzt war er in die Prime Deals dabei, da habe ich mir gleich nochmal ausgelassen, damit ich mein Steelbook nicht aufmachen muss. Haha, gewusst wie. Ja, richtiger Fuchs. Also gut, dass ich vom Fach bin, weil vom Schubladen hätte ich es nicht geschafft. Gell? Nein. Ja, aber man, unglaublich. Also den Film muss man gesehen haben. Ich finde den so gut. Das ist ein absoluter Überraschungsfilm. Der war wahrscheinlich in der vordersten Reihe bei meiner Letterboxd Top 10 gewesen, hätte ich bei dem Schmarrn mitgemacht für euch. Hast einfach verstanden, wie Letterboxd funktioniert, hast mitgemacht, oder? Ja, das ist lustig, wenn es die sagen, die erste Letterboxd-Folge ja noch falsch benannt haben damals, weil sie gewusst haben, dass man die hinten noch nicht schreibt. Aber was regt mich hier auf? Mein Gott, da muss man seine Kollegen wieder denunzieren, gell? Das ist witzig. Ja, wenn es nur Behinderte sind. Schwein ist er. Nix Schwein, wenn ich nur mit Behinderte zusammenarbeite, das ist saudeppen. Du bist wie die Mana in Man, Conny. Ja, aber hoffentlich die vom Schluss. Ja, nein. Du bist der Pfarrer. Ja, der hat mich schon ein bisschen an mich erinnert, die weiß ich nicht. Pfarrer war Wahnsinn. Also was geht's denn in dem Man? Machtposition darf ich keine haben, weil dann bin ich der Pfarrer. Geht doch dir nicht sagen, was im Man geht. Ich bin nicht da, dass ich es erkläre, sondern nur, dass er geil war. Ist vom Alex Garland, den kennen wir ja von Auslöschung auf Netflix, den ich auch schon ziemlich cool fand. Ja. Und was war unser zweiter Film? Der hat doch dazwischen noch einen gemacht, oder? Zwischen Auslöschung. Ex Machina. Ja, genau, Ex Machina. Also der hat eine sehr einprägsame Handschrift, finde ich, in seiner Art, Filme zu machen. Und Man ist für mich sein bester bis jetzt. Und der ganze Film ist so eine Aufarbeitung von einer Beziehung, die tragisch geendet hat, inklusive viel biblischen Symboliken. Da möchte ich ja gar nicht viel dazu sagen, weil es ist eigentlich, finde ich, bei dem Film ganz geil, wenn man sich selber seine Gedanken drüber macht, wo es möchte man mit dem ganzen Zeug eigentlich sagen. Ja. Und was auch ganz witzig ist, wenn man das jetzt schon ein paar Leute gehört hat, wenn du einer sagst, die Männer, die werden ja alle vom Rory Kinnear gespielt, oder Kinnear, keine Ahnung. Na, dann sage ich doch. Doch, jeder männliche Darsteller, außer ihr Partner, ist der Rory. Also, und dann fangen sie das Googeln an. Also, was ist mit euch? Ich hab das im Film nicht gesehen, das sag ich doch. Ja, weil der hat ja so ein einprägsames Gesicht. Ja, wird's noch heißen, ich hab mir schon gedacht, bei der Szene im Pub drinnen, wo es das für Inzestdorf ist, weil die alle so gleich ausschauen. Ja, das liegt nicht am Inzest, oder vielleicht nicht nur im Inzest, ich weiß es nicht. Aber in dem Fall liegt's halt daran, dass sie einfach Geld gespart haben und immer den gleichen Schauspieler genommen haben. Aber schaut sich Man an, was dich sucht, wird dich finden, oder ist der deutsche Untertitel? Oh Gott. Nicht, man muss ja wegen so für Arthouse oder wegen so mindfuckige Geschichten was übrig haben, finde ich. Also du kannst jetzt nicht so ein mit einem Blockbuster irgendwie vergleichen, weil der wirklich sehr speziell ist. Arzi-Farzi, da ich sagen, oder? Wenn man nicht ganz dicht werden darf, man Arzi-Farzi sagen, aber genau. wir sagen deswegen, dass er sehr speziell ist, sehr arthausig, sehr langsam. Da darf auch komische Leute Slowburnig sagen. Alter Schwede. Alter Schwede, aber das darf man mir nicht. Nein, da beißen wir lieber auf die Zunge. Die Jungen sagen das, ja. Und er hat also richtig coole Body-Horror-Action am Schluss aussehen. Also das ist so geil, weil mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet und dann der Body-Horror am Schluss, der sitzt da und so, ja, geil. Habe ich auf alle Fälle sofort Bock, dass ich ein Kind kriege. Ja. Ja, diese Message dann auch, also wie gesagt, wir hören nicht zu weit aus, aber die Message, die klatscht da zwar dann auch mit der Zeit so richtig hin, dass du sagst, ja, ich hab's verstanden, was du meinst, aber es funktioniert und er ist verdammt kurzweilig. Das stimmt auch, ja, für das, dass er so ruhig und so langsam und alles ist er sehr kurzweilig und ja, mega, also ich finde das ist eines meiner Highlights vom letzten Jahr und hab mich gefreut, dass ich mein Steelbook nicht aufmachen muss, sondern original verpackt stehen lassen kann. Das ist super. Ist der jetzt nicht auch bald bei Wow? Kann das sein? Das kann sein, dass er da jetzt auch bald drinnen ist, ja. Da bin mir jetzt aber nicht sicher. Wie gesagt, die haben jetzt bei den Prime-Deals für €1 schnell noch mehr auslassen. Ja, da habe ich erst überlegt, aber normalerweise ist ja so bei den Prime-Deals so 50-50 Chance, dass die dann irgendwie kurz drauf dann doch direkt bei Prime kommen. Ja, das schon, aber wenn ich bei 99 Cent überlegen muss, ob ich lieber 2 Wochen warte oder nicht, dann sage ich, ja, dann muss ich woanders zum Sparen anfangen. Corby, du redest mit einem Großverdiener. Eben, Bürgergeld ist gekommen, was möchtest du denn? Jeder zweite Film, den ich bei den 99 Cent Deals gekauft habe, habe ich mir nicht angeschaut. Mir geht's auch so. Ich habe manche Filme sogar schon 3-mal hintereinander in die Prime-Deals ausgeliehen und hab's 3-mal nicht angeschaut, weil ich mir gesagt habe, ist mir scheißegal, ich bin ein weißer, reicher Europäer, ich kann's mir leisten. Hier, Amazon, nimm nochmal €1. Nimm seinen Veggie-Burger und schmeißt ihn am Bono weg. Genau, ich hab den Bono geschmissen und dann bin ich zum Metzger gefahren und hab der Saudi im Stall gestanden ist in den Tax reinbissen. Ich lass mir doch von meinen Mails nicht sagen, dass das bald abläuft, das ist mir doch egal. Ja, das entscheidet mich. Genau. Also wie der Nick Miller bei New Girl, bei dem, der ist auch so cool drauf. ja, genau. Cooler Typ. Ja.
Er hat gesagt, bevor ich auf eine Mail reagiere, zahle ich danach lieber 5 Euro fürs Leihen. Geil. Aber, naja. Vielleicht das letzte Warleck, was ich noch mitnehme, das glaube ich teile wir mit dem Corby. In dem Fall, das sind die ersten beiden Folgen von The Last of Us. Ja, Mensch, ich hätte die so blöd angemacht, wenn du das nicht dabei gehabt hättest. Ich hab gewusst, dass das du auch dabei hast und gesagt, die teilen wir uns, die heben wir für den Schluss auf, wenn ich an die übergeben darf. Und irre, gut umgesetzt, Wahnsinnsfeeling, geile Optik, brutal geiler Sound. Und ja, in der zweiten Folge singen wir die Klicker. Ja, mir hat's Wahnsinn. graust und ich war sofort wieder in Panik wie beim Spulen. Also ich bin so begeistert von den ersten 2 Folgen. Die hat ja auch sogar Game of Thrones und House of the Dragon und so weiter übertrumpft mit Einschaltzahlen und wenn ich es richtig gelesen habe. Da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher. Schluckt auf alle Fälle fett ein, gefreut mich. Bitte gebt mehr. Ja, also ich bin auch wirklich gespannt, wie die ganze Staffel dann ausgeht. Wir haben ja ein paar Änderungen drin, aber jetzt auch nix, wo ich jetzt sage, boah, das geht einmal gar nicht. Ich muss sagen, gleich eigentlich ab dem ersten Moment, wenn man Ellie sieht oder dann an Joel, ja, ich kaufe das denen ab. Ich war dabei. Tess, einfach geil. Super. Muss echt sagen, also Anna Torf spielt die Tess, habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, weil das letzte Mal richtig wahrgenommen in Fringe. Ah, die Blondie. Ja. Und echt geil. Also Pedro Pascal spielt ja Joel Miller und Bella Ramsey die Ellie. Ich habe das noch nicht so ganz rausgekriegt, aber ich habe das jetzt wirklich schon ein paar Mal gelesen. Ist es wirklich so, dass die erste Staffel das komplette erste Spiel abdeckt? Ja, genau. Ja. Habe ich auch gelesen, ja. Und in der zweiten soll dann dieses zweite Spiel abdecken. Und dann ist Ja, gut. aber Also dann sie machen wirklich nur das. Solange es Aber kein das- Last of das Us Spiel 3 Spiel gibt, gibt's auch Genau. keine dritte Staffel. Aber das Bis dato. ist ja krass, weil sagen wir mal, da liegen ja schon ein paar Jahre dazwischen. Ja, das auf alle Fälle. Bin gespannt, wenn es dann casten für die Ellie, für die Fortsetzung. Oder sie schminken es halt dann einfach nicht so, dass sie jünger schaut wie jetzt, weil die ist ja eigentlich auch schon 20. Ach so, echt? Ja, also 19 oder 20, wann ist die? Ich glaube 20 ist die. Ich glaube, die ist 2002 geboren oder so, habe ich nachgelesen. Bin mir also nicht hundertprozentig sicher, aber sie ist auf alle Fälle keine 14. Man kann halt dann schminketechnisch das sicher so hinkriegen, als man sagt, passt, den Zeitsprung kaufen wir euch ab. Ja, krass, stimmt, 2003. Ja, wenn du es halt hauptsächlich nur aus Game of Thrones kennst und da halt als diese Kinderkriegerin dann, die alten Männer zusammenstaucht, war super. ja. Die war Weltklasse. Na, aber es war auch cool, weil da ist ja auch der Neil Druckmann dabei, der ein kreativer Kopf hinter der ganzen The Last of Us Spieleserie ist. Und wenn jetzt die, sagen wir mal, die ersten 2 Staffeln beenden, nur auf Basis von den ersten 2 Spiele, dann ist mit ihm kein Falscher an Bord, dass man sagt, hey, erzähl mir doch eine eigene Geschichte weiter in Staffel 3. Also, ich bin für alles offen, solange es die Qualität hält, weil, ja, die ersten 2 Folgen, ich kann es nicht oft nur sagen, ich habe jede Folge aber jetzt schon 3-mal angeschaut wieder. Das ist ähnlich wie Star Wars und Marvel-Serien, die haben mich so an die Eier, dass ich da immer 2-3 Mal gleich einlunzen muss. Weil du es nicht verstehst beim ersten Mal, oder? Stimmt. War nicht schlecht. Ja, das war nicht schlecht. Ja. War ja nicht schlecht. Das war auf alle Fälle, den hast du vorbereitet, den Witz, oder? Den hast du länger dabei den gesagt. habe ich die ganze Zeit schon auf der Pfanne. Ja, seit wie vielen Folgen? Die bringe ich doch jetzt mal. Hast du zur Besetzung von der Sarah gesagt? Also ich finde allgemein besetzungsthematisch habe ich überhaupt kein Problem, weil die alles super gespielt haben. Also Ich hab sie gesehen und hab mir gedacht, oh fuck, Internet. Wetten, du flippst gerade aus, weil die nicht so ausschaut wie die Tochter aus dem Spiel, aber sagen wir mal, das Internet ist damit beschäftigt, sich über Ariel aufzumringen. Die haben mit der Last of Us gar nicht mitgekriegt, die Sarah. Ach so, ja. Regen wir Dann. uns bei Ariel wieder auf jetzt, oder was? Ja, weil der Ariel ist ja nicht schwarz, hat's geheißen. Es kennt doch nicht eine fiktive, erfundene Figur auf einmal andersfarbig machen. Ja, aber das haben wir doch schon alles gehabt. Ist das schon wieder heiß, oder was? Die Geschichte? Immer wieder, sobald das irgendwo aufkocht oder irgendwo aufkommt, dass irgendwie die Hautfarbe oder die Ethnie oder sonst irgendwas geändert wird an der alten Figur, die, was man sieht, teilweise 100 Jahre alt sind die Figuren, dann drehen alle komplett am Radl, weil ich dann sage, ja, wir haben halt jetzt nicht mehr von vor 100 Jahren, die Geschichte, wenn heute vielleicht eher zum ersten Mal erzählt werden darf, dann wäre die wahrscheinlich auch wäre da auch nicht alles weiß, so wie es halt früher war. Aber das hat noch nicht jeder verstanden. Ich würde sagen, das heben wir uns auch für eine andere Folge über Lex. Vielleicht nur für die The Last of Us Begeisterten. Es gibt aktuell, ich weiß nicht, wie lang das der Fall ist, auf Google
so ein kleines Easter Egg. Wenn du The Last of Us googelst, dann taucht unten im Browser auf einmal so ein rauter Pilz auf. Und wenn du da drauf druckst, dann kämmern im ganzen Browser auf einmal Pilze. Und je öfter ihr da drauf druckt, umso schlimmer wird's. Ja, ich mach das gerade. Das ist echt voll geil. Ja, ich sage jetzt nicht, dass ich das schon 5 Minuten gemacht habe. Ich möchte das auch, während du jetzt das machst, ich schalte jetzt auf Stumm und dann mache ich das die ganze Zeit. Tu es. Ich habe ja gesagt, ich habe so ein bisschen... jetzt habe ich wieder geklickt. Ich habe mindestens eins dabei mit dem Motto, naja, da hätte ich mir mehr erwartet. Und da ist ein Film dabei, der heißt Strange World vom Don Hall. Ist letztes Jahr im November rausgekommen bei Disney Plus. Das ist praktisch der neueste Disney-Streifen. Und ja, das Ding war okay, also aber auch nicht wirklich mehr. Und das ist irgendwie beeindruckend, weil der Don Hall ist für mehrere Disney-Filme verantwortlich, unter anderem auch für den Oscar-prämierten, wie hieß der bei uns, der mit dem Roboter, der Krankheiten heilen kann, der Baymax. Baymax, genau, danke. Oh, der ist voll cute, der Film. Bei Big Hero 6 heißt der ja, glaube ich, im Original. Ja. Also er ist der gleiche Regisseur und er hat auch diesen Raya gemacht, der ja vor 2 Jahren, glaube ich, rausgekommen ist. Und Strange World ist so einer der ersten Filme seit einem Jahrzehnt, der einen kompletten, also komplett in Anführungsstrichen, finanziellen Misserfolg hat. Der hat sein Budget nicht reingeholt. Ja, 100 Millionen miese, oder? Das Habe irgendwas ist gelesen. ja mal eine Hausnummer, gell? Das ist Tatsache wahr, ja. Ich fand die nämlich schon nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, aber ich bin da, ich sag also, er ist, wie der Corby, da hätte ich mir auch mehr erwartet. Er war schön und okay, aber im Vergleich zu seinen vorherigen Dinger, wie eben der Raya, der letzte Drache, der war ja ganz, der war ja zauberhaft, war der. Und auch der Baymax, den finde ich, das war ein ganz schöner, rührseliger Film, also das waren alles ganz andere Kaliber. Ja, also Baymax finde ich geil, wirklich, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und bei Strange World, da baut sie ab der Mitte irgendwie immer weiter ab. Und also für alle, die nicht wissen, was da geht, es geht um so eine Forscherfamilie, die dann irgendwann 3 Generationen hat, wo die in einer Welt leben, die von einem riesigen Gebirge umzingelt ist. Und der Großvater, Forscher, begibt sich auf die gefährliche Reise durch dieses Gebirge durch, während sein Sohn Pflanzen entdeckt, die Energie abgeben. Und daraus macht er halt so eine Kraftstofferfindung, die Autos zum Fahren lassen bringt und Flugzeuge und was weiß ich, und wird halt da gefeiert als erfolgreicher Forscher und baut diese Pflanzen halt dann an. Und gemeinsam mit seiner Frau und mit seinem Sohn begibt er sie aber dann auf die Expedition, um herauszufinden, warum diese Pflanzen auf einmal dann teilweise ihre Kraft verlieren. Auch wenn die Idee gut ist, behaupte jetzt einfach mal, hat mich das Ende irgendwie so sitzen lassen, so nach dem Motto, echt jetzt, wirklich, naja. Ich fand die, also wie du sagst, ich finde die Idee auch voll cool und die Auflösung, was du denkst, ja, cooler Mindfuck irgendwie. Aber die Umsetzung, das hat mich nicht so richtig bei sich halten können. Und das, obwohl ich positiv überrascht war, dass da drin nicht irgendwie gesungen wird oder so. Ich glaube, einmal habe ich schon befürchtet, oh Gott, fuck, jetzt singen es bestimmt gleich. Aber es wird da drin nicht gesungen. Also für alle, die sich gefragt haben, kann ich mal den anschauen, ohne dass ich dann auf einmal einen Ohrwurm hab. Ich lass jetzt los. Was mich ein bisschen gestört hat, weil es gefühlt ein bisschen so aufgedruckt war das mit dieser Diversität. Aber ja, das verliert sie irgendwann in Belanglosigkeit. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie, wie schon gesagt, hätte ich mir mehr erwartet. Okay. Wir haben ja das letzte Mal festgestellt, dass ich der LGQPT-Hasser bin und nicht du. Ja, aber wie schon gesagt, am Anfang wird's da voll die ganze Zeit so eingedruckt und dann, ja, weiß ich nicht, ist irgendwann belanglos. Aber gut, kann das sein, dass ich da einfach müde war und dann nicht mehr richtig aufpasst habe. Wenn der Mike sagt, Weltklasse, toller Film, dann frage ich mich, warum war der bisher... Nein, so Weltklasse, aber... Warum war der nicht in deine Rolex? Nein, das sind so Filme, über die, wo ich jetzt nicht als nötig erachte, drüber zu reden, deswegen haben wir ja die da. Hey. Das klang gerade irgendwie nach einer Beleidigung. Gar nicht. Du hast gerade diverse Menschen beleidigt, also ich fand den
so wie die Jules Verne-Geschichten von früher, mit denen ich als Kind aufgewachsen bin. Und das hat mich alles ein wenig so daran erinnert und dann so mit ein wenig so tentakelig, andere Welt, ein wenig so Lovecraftig und es war Action drin und wie mir die Charaktere auch taugt, bis auf der Bur, also der Bur, der dabei ist, der wo eigentlich nicht mitfahren soll und dann auf einmal da ist, der nervt zu Tode. Ich fand die Charaktere angenehm. Auch die Kreativität an Kreaturen und diese Welt fand ich ganz angenehm. Also ich hab mir jetzt da nicht so negativ angepieselt gefühlt wie ihr. Na, belanglos. Also, sagen wir mal, Disney ist ja da, dafür bekannt, dass die ja so ein Blockbuster in Anführungsstrichen nach dem anderen raushauen. Und dann ist es halt mal ganz interessant, wenn halt dann da einer rauskommt, wo du sagst, naja, das war jetzt mal nicht so die gleiche Qualität. Ja, aber du weißt doch auch, was du von der breiten Masse zum Halten hast, wenn du da anschaust, wo du Leute in Avatar rumpeln und ist ein totaler Scheißdreck. Hau ab jetzt mit dem Avatar, weil ich mich so viel aufregen muss. 16,50 habe ich jetzt irgendwie die Scheißkarten. 16,50! Ja, das war nicht bei der Ausflug vorher ins Bahnhofsklo, hat das irgendwie gut gemacht. Also das wird ja dann auch nochmal spannend, wenn halt der dritte und der vierte und so und der fünfte halt dann rauskommen. Oh, das wird mega spannend. Wie es dann da Box-Office-technisch ausschaut. Ich meine, so von der Handlung. Und da bin ich auch so, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt halt alle reinrumpeln, weil Teil 1, erfolgreichster Film aller Zeiten, müssen wir den zweiten Teil natürlich auch sehen. Und wenn auch nur die Hälfte ein bisschen ein Hirn hat und sagt jetzt, dass der zweite eigentlich einfach nur der erste mit Wasser ist, dann müssen in meinen Augen bei Teil 3 die Zahlen rapide einbrechen, aber was weiß ich schon. Du, ich hab Leute mit nicht gesehen, die sagen, wow, ich stehe gerade vor dem Kino, ich gehe heute zum 9. Mal rein, wo ich mir sage, ja, lieber bohr ich mir doch ins Knie, dass ich mir das Ding einmal im Kino anschaue. Und er hat sein Kind dabei, der hat ihn schon 2-mal gesehen. Ja, dann da schicke ich das Jugendamt, wenn du es deinem Kind tust. Du bist nicht ganz dicht. Ich habe mir gedacht, was ist denn los? 9-mal sehe ich mir so das an. So was ist Kindesmissbrauch, Leute. So was ist Kindesmissbrauch. Das möchte ich mir ganz deutlich sagen. Gut, ein Film, den ich sehr gerne im Kino gesehen hätte, mir jedes Mal, wenn ich den Trailer gesehen habe, mir fest vorgenommen habe, boah, leck, hey, den schauen wir im Kino an und dann glorreich verpasst habe, ist Bullet Train. Ich weiß, der Mike hat da schon mal drüber geredet und hat da gemeint, dem dauert da, glaube ich, jetzt lang. Ich hab noch gar nicht gesehen. Was? Ja, wie kannst du dann schon drüber schimpfen? Was ist da los mit dir? Du kennst sogar Mike. Alter weißer Mann, die schimpfen immer über alles. Ja, ich hab's Cover gesehen, also wie wenn ich wirklich schon angeschaut. Da wenn der Brad Pitt schon wieder lange Haare hat, die Hippies auch, das ist ja das Hippie gefressen da, weil das kann ich nicht sehen. Seitdem der im Deadpool spielt, finde ich den blöd. Ja, den ganzen Film versaut. Regie hat geführt der David Leitch, ich weiß leider nicht, guter Mann, wie man sie ausspricht. Und der hat besagten Deadpool gemacht, wo der Brad Pitt mitgespielt hat, also Deadpool 2. Und er hat zumindest anteilig, so wie ich das rauslese, John Wick mit verbrochen. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe durchgehend bei Bullet Train Spaß gehabt. Also ich bin teilweise aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Der Cast ist sehr geil. Mega. Also Brad Pitt, dann der Aaron Tyler Johnson, den ich nicht erkannt habe, weil er einen Bart hat. Das ist typisch. Michael Shannon ist dabei. Genau. Oh, Michael Shannon geht immer. Und die unglaublich bezaubernde Joey King. Ja. Die Liebe seit Conjuring. Wie schon gesagt, ich habe durchgehend Spaß gehabt. Es geht um mehrere Auftragskiller, aber der Brad Pitt ist natürlich der Auftragskiller, der sich durch den ganzen Film dann da so durchzieht, und zwar der Ladybug, der nämlich so ein bisschen in der Sinneskrise ist. Er hat eine Berufspause gemacht und vertritt jetzt gerade einen Kollegen, der, weiß ich nicht, irgendwie auf Urlaub ist oder was weiß ich. Und er hat sich aber fest vorgenommen, er erledigt diesen Auftragskiller-Job oder halt so einen Nebenjob, ohne dass er eine Waffe mitnimmt. Weil, wie schon gesagt, er eben in so einer Sinneskrise ist. Und da steigt er in einen Zug ein und in diesem Zug sind aber mehrere Auftragskiller, und das wird auf jeden Fall sehr witzig, sehr geil. Ich hab das so gefeiert. Da werden teilweise Charaktere wirklich lang eingeführt. Also mit lang meine ich, da wird die Background-Geschichte 5 Minuten lang erzählt und innerhalb von 30 Sekunden ist der Typ tot. Ich hab gedacht, geile Idee, wirklich, das ist super. Und da sind so viele Elemente drin, die ich so in der Mischung noch nie gesehen habe. Wie schon gesagt, jeder, der sich bis jetzt überlegt hat, Bullet Train schaut nach einem rechten Krampf aus. Also,
wenn man Spaß gehabt hat an Deadpool, wenn man Spaß hat an John Wick und da so ein bisschen eine Mischung draus haben will, dann herzlich willkommen im Bullet Train. Der möchte aber nicht so super cool sein wie so ein Guy Ritchie-Ding, oder? Mit 1000 Schnitte und wieder schnell vorwärts, rückwärts oder irgendwie so Scheiße. Beim Guy Ritchie ist es ja dann meistens nur gemischt mit der Musik, die das ja dann nur cool darstellt und was weiß ich. Bei Bullet Train ist zwar der Soundtrack ziemlich geil, halt auch immer wieder so japanisch angehaucht, aber er möchte nicht auf cool machen, er möchte einfach Spaß machen. Und das, finde ich, merkt man da auf jeden Fall. Wie schon gesagt, am besten zu vergleichen mit Deadpool. Okay. Ich habe mir jetzt auch bei die Prime-Deals mit ausgelassen und ich habe leider jetzt nur geschafft, weil ich denke, dass ich ihn auch zu die Rolex mitgenommen hätte. Ich muss am Mike aber an seiner Kritik natürlich ein bisschen zustimmen. Er dauert 127 Minuten lang. Wir haben dann schon mal eine kurze Pause gemacht, weil er schon recht lang dauert und sagen wir mal, dadurch, dass es so rasant ist, ist es manchmal vielleicht nicht ganz so schlecht, wenn man mal ein kurzes Päuschen einlegt. Du musst meiner Kritik zustimmen. Was für eine Kritik? Du hast hundertprozentig, also ich weiß nicht mehr, ob es im Podcast war oder ob du es mal zu mir gesagt hast, und dann gibt's einen Film aus wie Bullet Train und dann dauert der auch schon über 2 Stunden lang. Muss das sein, hast du zu mir gesagt. Weil ich gelesen habe, dass er so lang dauert. Und dann, weil immer die meistens so Filme reiter, wenn wir einen Podcast haben um 9, dann muss ich schauen, okay, schaffe ich den jetzt noch oder nicht oder hin und her oder danach oder was weiß ich. Also nur deswegen habe ich geschaut, wie lange der dauert, aber gesehen habe ich den nicht. Ganz im Ernst, der ist so vollgepackt vom Cast her und dann kommen nur so viele geile Cameos vor, wo du denkst, wieso zum Teufel spielt denn der damit? Der Sandra Bullock ist, oder? Ja, aber die ist ja im offiziellen Cast mit dabei. Ich sage jetzt mal mit Absicht nicht, wer da auf einmal drin sitzt und Brad Pitt hilft, weil du merkst da wahrscheinlich auch denken, wie geil, cool. Ich glaube, dass der Danny Trejo ist, der spielt immer bei sowas mit. Nein. Oh. Die coole Karen Fukuhara ist auf alle Fälle drinnen, die wir aus The Boys kennen. Die wo Gesichter abreißt. Yeah, das bist du. So, und dann mein letztes Warleck, dann können wir schon langsam wieder ins Abmoderieren gehen. Ich habe, nachdem mir diverse Male ein Kollege den Hinweis gegeben hat, ich soll mir endlich mal Irreversible anschauen, diesen Film angeguckt. Oh Gott. Die Original oder die richtige Reihenfolge? Das Original, nicht den Straight Cut. Der kommt jetzt dann, oder? Den musst du jetzt dann noch anschauen. Den Straight Cut möchte ich auch sehen, weil ich dann jetzt natürlich dadurch, dass ich ja jetzt also für alle, die nicht wissen, warum es da 2 verschiedene Schnitte gibt. Es gibt einmal den Straight Cut, der läuft von der Handlung her linear, und es gibt den Originalfilm, der rückwärts läuft. Aber der läuft jetzt nicht komplett rückwärts, sondern die Szenen sind rückwärts aneinandergereiht. Das war geil, wenn er rückwärts geht, wenn die Leute nicht rückwärts geht. Das war Wahnsinn. Da die ausflippen. Ne? Aber er hat ganz viele Elemente drin, die halt sehr schwer fassbar sind. Und auch die Kamera, da kann ich, wie hast du vorhin verglichen, an einem Gummiball oder so? Ja, als hätte die Kamera an einen Gummiball bunden und durchs Zimmer geschossen, während die Leute beim Schlafen filmen. Ja, aber in dem Fall bindet die Kamera an einen Hund und der wälzt sie gerade in irgendwas. Und das mehrere Minuten lang. So ist es teilweise. Also gerade eine der Anfangssequenzen, wo sie dann zur Disco übergeht, oder in der Disco, glaube ich, sogar drin ist. Also da überlegst dann schon zweimal, okay, schauen wir uns das jetzt wirklich ganz an. Es geht um eine Vergewaltigung, um eine ziemlich krasse Vergewaltigung. Also das ist so der Film, den man immer wieder als Beispiel reinholt für eine äußerst realistische und sehr lange und sehr, sehr unangenehme Vergewaltigung. Ja, ich weiß nicht genau, ob man wirklich sagen muss, das muss man mal gesehen haben. Jo. Ich habe mal gemeinsam mit meiner Frau geschaut, natürlich, wie sonst immer, und haben dann auch viel darüber diskutiert. Aber das Schlimmste eigentlich war ganz zum Schluss, er war halt auf einmal gar, und ich habe echt gedacht, wir sind jetzt erst bei der Hälfte vom Film. Aber wie ist jetzt aus? Das waren jetzt schon über 90 Minuten, kam mir überhaupt nicht so vor. Krass. Ich habe den ewig nicht mehr gesehen, aber ich weiß zum Beispiel auch noch das mit der Kamera, das hat mich damals auch genervt, weil das ist ja dann
als da er sich unterm Filmen einfach rückwärts hinsetzen und Healing und also ganz komisch ist die Art von Kameraführung. Dann war es halt nur die geilen Szene mit dem Armabbrecher und mit dem Feuerlöscher. Da haben wir gedacht, ha, cool. Und dann ist wieder die ganze Zeit so mit komischer Kamerafahrten rumgegangen und ich dachte, na, dann kommt was weiß ich, über 8 Minuten lange Vergewaltigungsszene. Da haben wir so, okay, kann man machen. Und danach war er gut. Und dann haben wir gedacht, was habe ich mir da eigentlich gerade angeschaut? Und Gaspar Noé hat sich dann für mich rausgestellt, ist nicht so mein Ding. Also, uns muss man schon dem Film sehr, sehr zugute halten. Das ist die echt gute schauspielerische Leistung. Die Szenen haben ja teilweise fast gar keinen Schnitt. Also, natürlich, es läuft ja rückwärts, das hat schon einen Schnitt. Aber wenn dann diese Szenen da sind, die ja teilweise über 10 Minuten gehen, dann läuft da die Kamera halt komplett mit und du merkst jetzt nicht, dass da irgendwie mal ein Cut drin wäre. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Ja, vor allem halt, also dort denke ich mir wirklich, die Vergewaltigungsszene so zum Spielen, das ist, glaube ich, sehr unangenehm für beide Parteien. Auf jeden Fall. Ja, vor allem, weil es halt so lang geht. Also ich hab mir irgendwann gedacht, so, jetzt nach einer Minute nicht, jetzt kannst du ja einfach irgendwie abblenden oder was weiß ich. Man hat jetzt schon verstanden, was die da machen oder wie das dann vermutlich ausgeht. Aber nein. Aber dann hättest du den Zwischenpart verpasst, dass es jetzt auch noch in den Arsch fickt, oder? Sagt er doch dazwischen dann, wo er sagt, ich bin anscheinend nicht der Erste. Weil du denkst, warum muss es immer noch schlimmer und asozialer werden? Jetzt auf jetzt. Ja, oder dass im Hintergrund einer vorbeigeht, der Sekt ist und dreht um und geht wieder. Ja. Du sagst, ja, leg mich am Arsch, was ist mit dir los? Aufhören jetzt. Das ist Monica Bellucci, hey wir. Ja, aber auch das danach mit dem Verprügeln und was weiß ich, boah, Alter, das... Na, Spaß macht der keinen. Also als State-Movie ist der eher so nicht so geeignet. Na, das ist echt... Nein, ich möchte jetzt gar nicht spoilern. Also, da können wir eher dann nochmal off-topic reden. Aber, also echt ein krasser Film, wirklich. Ich habe dann auch nochmal ein bisschen gegoogelt, weil ich mir gedacht habe, wie kann man denn sie den Film im Kino anschauen? Da der überhaupt nicht der Backer. Und tatsächlich hat der Film kaum Auszeichnungen und ist dafür bekannt, dass wirklich die meisten Leute aus dem Kino rausgehen, unter anderem auch Kritiker. Weil der Film als teilweise eben nicht schaubar gegolten hat. Pussys, sage ich der Pussys. Ja, glaube ich. Ja, mir ist halt der Gaspar Noé, muss man halt mengen, also auch die Machart, die Inszenierung, das ist mir halt schon so sehr auf Tabubruch und Provokation aus. Und das musst du halt mengen. Wie gesagt, er ist in den späteren Filmen jetzt nicht mehr ganz so krass, also eben auch, was war das gar nicht, was du gesagt, der Climax war das, ja. Der ist ja auch, holt ja gewalt- und sextechnisch auch brutal zurück. Der Love war ja im Endeffekt nur ein Drama mit Hardcore-Szenen. Und dann sein aktueller Film, da wo der Dario Argento mitspielt, glaube ich, das ist ja auch eher ein Drama, oder der Lux Eterna war ja auch jetzt nicht mehr so derb, also ich weiß nicht, ob er jetzt nur so die harte Schiene jetzt fährt, aber ich glaube, dass er jetzt schon um einiges ruhiger geworden ist, aber da dieser Menschenfeind, der war ja auch nicht zum Anschauen. Das sind so Filme, da wo du wirklich sagst, wenn der geil ist, dann geh ich aus und häng mich auf, weil ich so deprimiert bin. Krass, okay. Habt ihr den Straight Cut mal gesehen? Nein. Ja, aber wie du schon sagst, oder wie du, glaube ich, schon gesagt hast, nach dem Film, glaube ich, hat man nicht starkes Bedürfnis. Also man sagt nicht, ich muss den Film jetzt sehen. Na, wir haben ja viel diskutiert dann, weil Jesse den natürlich auch ziemlich krass gefunden hat. Sie hat dann diskutiert, ob sie sich jetzt scheiden lässt, weil du sie gezwungen hast, den Film zu schauen. Ich hab sie nicht gezwungen. Ich hab sie ja gesagt, mir ist auch selbst gesagt worden, dass der ziemlich krass ist, und ich weiß auch nur von dem Film, dass er eine sehr üble Vergewaltigungsszene mit drin haben soll. Aber ja, ich habe ihr das schon überlassen, also selbst überlassen, ob sie mir anschaut oder nicht. Du bist doch schon ein gütiger Ehemann. Schon, okay. Eigentlich das Schlimmste war ganz zum Schluss, als dann dieses Flackerlicht kam, ist uns dann erst aufgefallen, dass der Hund die ganze Zeit wie gebannt ins Bild reinschaut, und dann haben wir ihm schnell Augen zugehalten, und ich hab echt gedacht, okay, wir sind jetzt erst bei der Hälfte, und hab da gesagt, ja, das ist bestimmt gleich vorbei. Und dann hat Jesse, der ist jetzt aus. Ich so, da fehlt ja nur so viel Handlung. Und dabei war er wirklich aus.
Den letzten Film, den ich meiner Frau vorgeschlagen habe, war The Menu. Und dann habe ich ihr das ein wenig so erklärt, um was das geht. Dann hat sie gesagt, aber die kannst du scheiter. Aber wenn das wieder einer von denen Filmen ist, wo die Leute dann gefressen werden, dann kannst du das aber sauber vergessen. Ja, wieder. Gesagt, super, Mike, super. Ja, super. Ich habe schon wieder so hoch angesetzt, dass es schon wieder vom Schlimmsten ausgegangen wird. Sonst über Kannibalenfilme aus Italien aus die 80er gefahren wird. Nur wenn es dann Fußmassagen regnet. Na gut, aber somit wäre ich auch durch. Ich habe tatsächlich sehr wenig gesehen im Januar, aber dafür habe ich gleich Anfang Januar mir diese paar Filmchen durchgeballert. Ja, ich bin jetzt eben gerade eher im The Last of Us Fieber. Oh ja, ich freue mich schon wieder auf Montag. Dann darf jetzt der Mike nur sagen, was unsere lieben Hörer alles tun dürfen bis zum nächsten Mal, wenn wir uns hören. Also Hausaufgabe ist, dass man uns auf die ganzen sozialen Netzwerken stalkt, bitte. Alle Glocken drückt, die es so gibt. Überall liken, teilen, gefällt mir drucken. Teilen ist auch immer gut. Haut unsere Links in euren WhatsApp-Status ein. Das macht man jetzt so. Das habe ich gehört, das machen die Jungen. Ein Telegram-Channel, nicht vergessen. Telegram, klar. Es könnt auch bei uns, es könnt ihr mit Steady unterstützen. Das ist immer gut. Es könnt unsere Abos natürlich auch verschenken. Wenn die Leute Geburtstag haben, da freuen sie sich recht, haben sie was zum Hören. Und ja, hört einfach nächstes Mal wieder zu, wenn es heißt, Viva la Movilusion Podcast. Genau, Viva la la la. Viva la la la. Ich hätte mal was zum Trinken mitnehmen sollen. Ich habe schon ganz einen Druck als Mai. Maui. Dann hören wir jetzt auf, damit der Mike was zum Trinken kriegt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von Pandora. Doch, ganz bestimmt. Ich glaube nicht, dass die viel Podcasts haben. Nein, die haben keine Zeit gehabt. Die haben 1,5 Stunden unter Wasser irgendwelche Wale streicheln müssen. Und jetzt müssen sie gleich Teil 3, 4 und 5 noch hinterherjagen. Der dritte ist ja schon fertig. Den hat er anscheinend gleich mit dem zweiten abgedreht. Ja, super. Gut. Ja. Also, für euch, ich mag nichts mehr hier. Servus und habe Dere. Servus.